Hallihallöli, ich bin's, euer Blasteingenieur. Oder guckt, da haben wir mein Schneidergewehr. Haben wir da zerlegt. Ach, nachdem wir letzte Woche versucht haben, da haben wir ein bisschen mehr Bums aus dem Bums rauszuholen. Und das nicht so geklappt hat, weil das wohl schon ziemlich am Limit ist, was das so hergibt. Also haben da so ganz kleines Messing-Spacerle. Ja, da es wird aufgeräumt, aber so eins haben wir eingebaut und selbst das hat nicht funktioniert. Von 3 war gar nicht so fetze und wir haben da Federle und Zeugs und guckt euch das Video an, wenn ihr es noch geguckt habt. Wenn ihr mal sehen wollt, was da alles durchmacht hier da vorne. Das, ja. Und dann habe ich gedacht, komm, bevor wir da jetzt ganz aufgeben, ein bisschen was modifizieren müssen wir doch. Und dann machen wir mal andere Laufen oder so. Irgendwie. Das, ja, also dass man nicht ganz so. Also, da haben wir da Kleber und Knetmaß, so Knetfix-Zeugs da. Wenn es rausgeht. Das ist jetzt da reingeklebt. Das haben wir. Uiuiuiuiuiui. Von Stampede schon genutzt. Ja, gut. Das ist jetzt kein gutes Zeichen. Also, oder kein gutes Argument, wenn man das hat von Stampede schon nicht funktioniert. Also, vielleicht funktioniert es ja auch nicht. Ja, das was ein Opa umgebracht hat, wird mir jetzt schade, so nach dem Motto. Also, was hat Stampede nicht funktioniert hat, wird dem Blaster nicht schade. Aber jetzt gucken wir mal. Ich würde sagen, wir holen jetzt einmal so, Klebeband. Gucken wir mal, wie wir den nachkleben können. Der muss dann noch so nah. Und idealerweise soll es auch halten. Ist der gut. Nee, ja, das hebt einfach nicht gut auf dem. Dann machen wir runde Kleber so nah. Weil dann müssen wir das vorkleben. Nicht vorglühen, sondern vorkleben. So. Das da noch. Und nächste Woche machen wir auf jeden Fall wieder was anderes. Also ich mache 2, falls ihr das noch nicht gesehen habt, ich mache immer 2 Videos pro Woche. Heute am Sonntag, heute am Donnerstag. Und manchmal komme ich ein bisschen aus dem Rhythmus, manchmal bin ich ein bisschen fleißiger, wie so wie am Ende vom Jahr, wo ich noch alles nachkriegen muss. Dass wir den Plan erfüllt haben. So. Jetzt soll ich da eigentlich soll ich da was reinstecken. Habe ich da jetzt. Gut, da. Das wird nicht lange. Schön ins Netz. Aber ich mache mir da ein bisschen Sorge. Ich glaube, es soll doch das Orange nehmen. Sollte doch das Orange nehmen. Weil das kann noch sein, dass das mit den Fäden dann doch nicht geht. Dass da der Blaster viel mehr Bums bräuchte. Und wie wir schon festgestellt haben, der mag nicht mehr Bums haben. Es ist bumsresistenter Blaster. Wenn ich so Blödsinn labere, können wir. Wenn wir schon nichts lernen, dann sollen wir wenig Spaß haben dabei. Gell? So, Dali. Ich glaube, wir können das gleich kleben. Mal mit Sekundenkleber vorkleben. Okay, das müssen wir vorkleben. Boah. Das ist da, wo es ruckzuck halten soll. Da tut es nicht. Aber an den Finger, da klebt es sofort. Ich sag's euch.
Krust ist das. Wenn man das nachher falsch macht. So. Ja, komm schon. Sei bloß vorsichtig. Und dann klebt man das ein bisschen vor und dann können wir nachher das mit der Knetmasse gescheit kleben. Das ist so der Plan. Dann müssen wir ein bisschen von dem Fake-Lauf wegdrehen oder wegschneiden. Testen wir mal. Zwischendrin testen. So. Und dann lädt es alles. Und dann steckt irgendwo zwischendrin. Das heißt, das kriegt gar nicht genug Druck aufgebaut, damit das da oder ich muss mal halblange Pfeile holen. Der Mist hier. Eieieiei. Kommt der da die Kamera? Wir können da auch durchaus andere Pfeile rein. Da. Jetzt ist halt ei bitter. Das ist jetzt ein bisschen schief. Das mag ich nicht so. Wenn dann so. Das seht ihr. Doch, jetzt seht ihr es. Das kann man dann. Je nachdem. Kann ich das ein bisschen justieren. Das ist cool, gell? So. Dann hole ich mal kurze Pfeile. Bis gleich. So, Hodele. Ja, irgendwann lerne ich es noch, dass es bis gleich nur dann Sinn macht, wenn ich dann auch wirklich weggehe. Das heißt, jetzt gucken wir mal. Jetzt hoffe ich natürlich, dass das fest ist. Da haben wir jetzt so einen kurzen Worker-Pfeil drin. Jetzt gucken wir mal, ob er rauskommt. Wenn nicht, ist das auch so gescheiterter Versuch. Oh. Nee, das ist jetzt auch. Der ist jetzt auch irgendwo auf halbem Weg stecken geblieben. Ja, bleiben die stecken. Das gefällt mir nicht. Ich hätte auch Kleber zu machen können. Dass hier nicht gar so duftet. Das gefällt mir nicht. Hat das nicht genug Bums?
Das ist wirklich tuning-resistent. Seht ihr. Das ist es, wenn man wahrscheinlich noch einmal, da kommt er raus, oder? Doch nicht. Ja gut. Das ist klar, das geht jetzt das seitlich hinaus. So besser. Das heißt, das zweite hat jetzt gar nichts gebraucht. Das letzte war dann, weil ich brauche da schon Hülse drin. Die Hülse drinnen lassen. Okay. Das auf 3 Mal ist es dann rausgegangen. Das ist nicht ganz das Ergebnis, das ich haben möchte. Das heißt, das macht eine kurze Unterschied im Vergleich zu dem. Oder? Okay, der hat jetzt auch 3 Mal gebraucht, also da haben wir keinen Unterschied. Das heißt, dann könnte es vielleicht bei der Stampede doch ein Fehler sein. Weil so ein enger Lauf, das taugt dann nur, wenn das Blaskelle genug Leistung hat. Wenn es zu wenig Leistung hat, dann taugt das wahrscheinlich nicht einmal. Eieiei. Das machen wir auf jeden Fall jetzt wieder weg, bevor der Kleber trocknet. Weil sonst habe ich noch den Lauf da dann. Das heißt, dann sollte man vielleicht lernen wir aus dem Fehler von diesem Jahr, von Fehler von letztes Jahr. Das sollten wir bei der Stampede vielleicht nochmal das probieren. Und das ist jetzt halt ein bisschen verklebt, aber das kriegt man vielleicht wieder sauber gemacht. Der ist echt modifikationsresistent. Eieieiei. Kurze nein. Gucke, ist noch gut. Ja. Gut. Gut. Aber nicht so, wie ich es gerne gehabt hätte. Das gefällt mir nicht. Das war jetzt nicht das Ergebnis, auf das ich gehofft habe. Aber dann sollte man vielleicht die Stampede doch nochmal. Dann ist es vielleicht mit dem Lauf doch zu hängen. Das hat er okay in den Kommentaren geschrieben. Also mit dem haben wir jetzt dann 2 Kommentare getestet. Zum einen, gut, das mit Spacer haben wir jetzt bei dem rausgefunden, das ist halt ein Blaster, der ziemlich am Limit ist. Also das heißt, den haben die wohl so konstruiert, dass er genau das kann. Und ja, nicht verwerflich. Also, ich meine, ist halt jetzt für mich frustrierend, aber nicht verwerflich, dass die das einfach ziemlich ausgereizt haben, was das Ding so hergibt.
noch alles holen. Da könnte man noch gucken, ob das... Ich habe noch mal so PVC-Rohr oder sowas. Das vielleicht irgendeinen Vorteil bringt, aber ich glaube eher weniger. Das schauen wir uns noch kurz an. Bis gleich. So, Odele, das ist jetzt wieder sauber. Und da habe ich noch so Roller. Na, gucken wir mal. Das was bringen tät. Haben wir da irgendwo sauber abgeschnittenes Ende. Das ist auch nicht sauber abgeschnitten. Aber ich glaube nicht, dass das irgendwas bringt. Weil das habe ich getestet, das geht da auch nicht gescheit rein. Weder auf der Seite noch auf der Seite, da müsste man... Ich glaube, bevor man dann noch mehr Pfusch macht, lassen wir es mit dem Blaster gut sein. Das ist dann... Der ist etwas modifikationsresistent. Das ist schade, weil... Also man konnte natürlich schon modifizieren, aber da müsste man zu viel ändern, dass das sich für den Blaster lohnt. So. Das heißt, wir schrauben den wieder zusammen. Und wir machen so mal irgendwann mal Auge. Und ich glaube, die Stampede, das müssen wir auch noch mal untersuchen. Weil ich glaube, als nächstes machen wir die eigene Streif fertig. Die ist noch fleißig am Drucken. Auf den Teil. Da musste ich schon Iterationen machen, bevor ich Videos draus machen konnte. Das ist halt oft so. Seht ihr auch nochmal da, wie es da innen aussieht. Habe irgendwie mehr erwartet bei dem Blasterle. Also das ist eine recht langweilige Geschichte eigentlich. Also der Teil ist schon recht spannend, aber das ist halt viel Kunststoff und nichts drumherum. Also viel Luft halt einfach. Ja. Der sieht halt cool aus. Das kann auch weiterhin. Ich probiere halt immer mal gar nicht Dinge. Das so weit kennt er mich ja normalerweise noch, denke ich. Hoffe ich doch. Einfach mal gerne mal Sachen testen. Hoppala. So, da. Das da, nein. Das kommt da noch drauf. Das ist einfach eine Verlängerung für den Taster. Da haben wir Zementblock. Damit es ein Gewicht hat. Da Lauf rein. Verlängerung von der Taster. Schulterstütze. Zack, drauf. Das sind wir heute ganz ohne Schnelldurchlauf rauskommen. Wobei, die Schrauberei, das machen wir in Zukunft wieder mit dem Schnelldurchlauf, oder? Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Dann kann man das justieren. Und ist die Kommentarfunktion nutzt. Bin beeinflussbar. So, also wir haben den jetzt auf jeden Fall zerlegt. Mehrmals. Was ich in dem letzten Video zerlegt habe, ich sag's euch. Wir haben verschiedenste Dinge probiert. Und ja, das mit dem längeren Lauf wäre schön gut für Präzision. Ich glaube, der andere Lauf, der ist halt für Präzision nicht wirklich was. Das habe ich mir mal gekauft, weil ich dachte, das könnte vielleicht für irgendein Projekt sinnvoll sein, aber ich weiß gar nicht mehr, von was ich das mal überlegt habe. Oder war das sogar für den Stampede? Aber das mit dem Lauf, das ist eine Erkenntnis, die müssen wir für den Stampede definitiv nutzen. So. Und jetzt wissen wir auf jeden Fall, der Blaster ist
nicht willens, sich zu verbessern. Das ist nichts von Blaster-Ingenieur. Aber gut. Ich wollte unbedingt so ein Blasterle mit so einem Bolzele. Oder mit so einem Hebele oben. So, machen wir die Schiene noch. Da war glaube ich auch eine Kruste als Zubehör dabei, so 2 Fuß und was weiß ich, aber das brauchen wir nicht. Da müssen wir vielleicht auch irgendwann mal. Wobei die Sets für die Prophesieg habe ich nicht mehr gefunden. Das wäre natürlich auch. Aber das sind Dinge. Wenn man den Kanal hier lang genug betreibt, dann wirft man da einfach mal eine eigene. So, rastet Ei. Dann haben wir da der Zielvorderrille drauf. Hopp. Wo ist die jetzt? Ach, da oben, da in der Ecke fällt noch Schreibne. So, hat der Blaster, im letzten Video hat er mehr Pferde verschossen wie tatsächlich Pfeile. Das ja, der schimmelt so schön. Da kann man dann das verstellen. Oder halt auch nicht. Das ist zum Reingucken. Das ist noch ein Guckelkorb, das Ziel von einer Guckelkorb. Das, falls es heute Sichtfenster nicht geht, hat man oben ein Sichtfenster. Und zum Durchgucken hat man das hier. Das, ja. Oder bewegt sich was, aber ich glaube so. Oh doch. Ja, ein bisschen. Ja, kann man ein bisschen scharf. Wobei das ist jetzt halt. Oh, ich glaube, ein bisschen den Zoom hat man. Und das kann auch sein, dass das Handy da mitspielt. Nein, ich glaube, da bewegt sich hauptsächlich was nicht. Ändern tut sich nicht viel. Das dürft ihr beurteilen. Also, von mir ändert sich da nichts, aber es ist witzig. Und ich meine, ja, das Ding ist nicht immer auf 2 Meter präzise, also das ist halt, ja, also das ist, dass man da nicht das mit dem Hebel spannen kann und dann so, und da kann man dann da anlegen. Das, nö, das kriege ich jetzt vom Winkel nicht mehr hin. Da kann man dann so ein Gruß drauf machen, das ist einfach nur eine Spritzgussdeule. Das ist komplett leer. Dann kann man dann da. Ups. Upp. Jetzt hält das im Hintergrund auch mal. Das ist. Sag mal. Ach, hat das jetzt irgendwo auf halbem Weg verschluckt? Ja, sage mal. Eieieiei. Der Profi im Werk halt. So, das waren die 2 kurze. Okay, die kommen raus. Und dann kann man da sagen. Okay, da bin ich beruhigt. Das heißt, es geht nur mit der kurzen Pfeile halt nicht. So. Das ist der ganze Witz an der Geschichte. Der. Dann können wir nochmal den einladen. Ja, dafür taugt's. Das kann's. Für alles andere. Naja. Und sieht cool aus. Ich glaube,
es wird auch weiterhin die Funktion sein, wenn das nicht tuningwillig ist. Dann ist das halt ein netter Dekoartikel. Haben wir jetzt 3 Teile braucht. Ich hoffe, ihr wart gut unterhalten. Ja, habe auf jeden Fall Erkenntnis gewonnen. Ich meine, mir wäre es lieber gewesen, wenn das einfach jetzt mehr Bums hätte und das alles. Mehr Präzision, mehr Leistung. Aber für mehr Präzision brauche ich erstmal ein bisschen mehr Leistung, weil sonst kommst du nicht aus dem Lauf raus. Das ist jetzt auch. Und ich glaube, wir müssen bei der Stampede den Lauf wieder wegmachen. Irgendwie. Die Stampede, ich sag's euch. Und das wird kurz mal der Stampede. Weil das funktioniert jetzt wenigstens noch so wie vorher. Ne? Nicht besser und schlechter, aber noch so wie vorher. Ich meine, das auch kein Messwerte. Ich glaube jetzt einfach, dass es so funktioniert wie vorher. Und nächstes Woche machen wir wieder was anderes. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Pesteln. Und ihr seht, manchmal Gott auch nicht. Das ist okay. Aber das kriegen wir hin. Dann, bis dann, euer Blaster-Ingenieur.